Damit starten wir ins Jahr. Das ist unser Thema, das Kreuz, die Story vom Kreuz. Das ist ja schon etwas absolut Faszinierendes. Ich meine, das Kreuz steht auf unseren Bergen, ziert unsere Flagge, Nationalflagge. Und viele Menschen hängen es sich um den Hals, Popstars, Kinder. Aber eigentlich ist das Kreuz ja ein Folterinstrument. Also irgendwie geht vom Kreuz Kraft aus, es geht Faszination aus, es beinhaltet unglaublich viel und irgendwie ist es viel größer oft, als wir denken. Wir wissen viel vom Kreuz, aber wir wollen uns Zeit nehmen, nicht nur zu wissen, sondern einfach auch mehr zu verstehen. Für mich ist das Kreuz immer auch eine Art Geheimnis, wo man versucht, etwas mehr davon zu verstehen, aber es ist immer noch viel größer. Das Kreuz übersteigt unseren Verstehenshorizont bei weitem. Und deshalb bin ich auch gespannt, bewusst mit Jesus in diese Zeit, in diese Serie hineinzugehen, mehr vom Kreuz zu verstehen, dass er uns auch mehr zeigt, dass er uns mehr zeigt, was da eigentlich passiert ist, was er gemacht hat. Das Kreuz hat ja nicht Kraft wegen dem Metall, aus dem es gemacht ist, hier um den Hals oder so, sondern wegen dem, auf den es hinweist, wegen Jesus Christus. Und ja, das ist mein Wunsch für diese Serie, dass er uns diese Grundlage, dieses zentrale Geschehen am Kreuz verständlicher macht, mehr davon zeigt. Wir werden in dieser Serie einiges aus dem Römerbrief lesen. Es ist nicht eine Serie zum Römerbrief, aber könnte man sagen aus dem Römerbrief. Vielleicht, oder es wäre sicher spannend oder eine gute Ergänzung für sich persönlich in der stillen Zeit, in dieser Zeit einmal den Römerbrief durchzulesen zu Hause. Das könnte eine super Ergänzung sein. Wir werden auch in dieser Serie nicht nur hochtheologisch, sage ich jetzt mal, über dieses Thema Kreuz nachdenken, sondern auch auf eine Art und Weise, wie ich denke, dass Menschen von heute, auch nichtchristliche Menschen, verstehen können, was am Kreuz eigentlich passiert ist. Also ich will euch auch ermutigen, mit wachen Ohren dabei zu sein. Es könnte ja mal sein, dass du nächste Woche mit jemandem über dieses Kreuz ins Gespräch kommst. Und es gibt die eine oder andere Möglichkeit, den Satz, ein Bild dazu, etwas, das dich unterstützen könnte, ein Satz, den man gut mitnehmen kann, den man verstehen kann, dass wir heute verstehen, dass wir heute Menschen auch erklären können, wie dieses Kreuz zu verstehen ist. Also das sind so zwei Herangehensweisen an dieses Kreuz und wir starten ganz grundlegend heute mit der Frage, wieso braucht es das Kreuz überhaupt? Man könnte ja denken, ja, ist eigentlich gar nicht so nötig. Wieso braucht es das Kreuz? Und auch hier starten wir hinein, nicht direkt mit einem Bibeltext, sondern einfach mal mit einer logischen Überlegung, der wahrscheinlich viele Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, folgen können. Also eine Möglichkeit, wie wir auch mit Leuten ins Gespräch kommen können. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Es ist von Herbert George Wells, das ist ein englischer Schriftsteller, Biologe, Historiker und Soziologe. Er hat über seine Zeit nachgedacht und hat vor dem Zweiten Weltkrieg folgendes Zitat in eines seiner Bücher und Schriften hineingeschrieben. Er hat vor dem Zweiten Weltkrieg beschrieben: Kann es Zweifel geben, dass unsere Rasse, er meint hier uns Menschen, bald unsere kühnsten Träume mehr als verwirklichen und Einheit und Frieden erreichen wird, dass unsere Kinder in einer Welt leben werden, die prächtiger und schöner sein wird als jeder Palast oder Park, den wir kennen, und dass sie einen Sieg und einen Erfolg nach dem anderen erringen werden. Was der Mensch bisher erreicht hat, die kleinen Triumphe seiner Gegenwart, es ist nur das Vorspiel zu den Taten, die noch vor ihm liegen. Also man spürt hier so richtig, und ich glaube, viele Menschen denken das heute auch hier und da. Wir sind in einer Welt voller Fortschritt, es geht vorwärts, es wird immer alles besser. Eins nach dem anderen kommt, unsere Kinder sind ja heute schon verwöhnt und der Wohlstand nimmt noch zu und es wird alles größer und besser und so weiter. Vielleicht habt ihr manchmal auch so Gedanken, vielleicht aber auch nicht. Es kam der Zweite Weltkrieg und in seiner letzten Schrift, dann nach dem Krieg, hat dieser Herbert George Wells Folgendes aufgeschrieben: Die kaltblütigen Massaker an den Wehrlosen, die Rückkehr vorsätzlicher, organisierter Folter, seelischer Qual und lähmender Angst in eine Welt,
aus der solche Dinge verbannt zu sein schienen, hat mich fast innerlich zerbrochen. Der Homo sapiens, wie er sich zu nennen beliebt, ist am Ende. Ich weiß nicht, vielleicht neigst du auch eher zu dieser Ansicht. Eigentlich merkt man überall, wo man hinschaut, ja, irgendetwas stimmt nicht mit dieser Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wohl eine Mehrheit der Menschen hier im Embracher Tal in unserer Umgebung diesem Satz zustimmen würde. Wenn wir schauen, was alles passiert in der Welt, was auch schief läuft, was da alles los ist, irgendwie ist doch etwas nicht gut, irgendwie stimmt doch etwas nicht. Irgendwie ist etwas aus den Fugen geraten. Irgendetwas fundamental ist nicht in Ordnung. Wer würde da zustimmen? Die meisten. Das ist nicht eine hochtheologische Aussage, sondern einfach eine Beobachtung, wenn wir in die Welt hineinschauen. Und wenn wir jetzt die Bibel nehmen, die Bibel hat ein einfaches Wort für dieses Problem, dass etwas nicht stimmt mit der Welt. Es ist ein Wort, das relativ fremd ist, der Gesellschaft heute, um wirklich zu verstehen, was darin steckt. Aber die Bibel nennt das Sünde. Das ist eigentlich wenn die Bibel vom Begriff Sünde spricht, spricht sie davon, etwas ist nicht mehr in Ordnung mit dieser Welt. Und wir sind wie ein Teil davon. Und wenn wir in der Bibel lesen, beschreibt sie eigentlich ganz klar und deutlich, wie das in die Welt hineingekommen ist. Spannenderweise sagt sie nicht so viel darüber, wieso, lässt da einiges im Dunkeln auch oder im Verborgenen, aber sagt ganz klar, wie es dazu gekommen ist. Sie beschreibt die ersten Menschen, die Schöpfung, die Gott gemacht hat, als eine wunderbare Ordnung. Der Mensch, den er in die Schöpfung hineingemacht hat, dem er einen Auftrag gegeben hat, eigentlich über die Schöpfung zu herrschen, sie zu bewahren, sie zu pflegen, und auch der Mensch, den er unter Gott gestellt hat. Gott, der Schöpfer, hat die Menschen gemacht, dass sie auf Gott eigentlich ausgerichtet sind, auf Gott hingewiesen, dass sie Gott ehren, dass sie ihn anbeten, dass sie so in dieser Beziehung zu diesem allmächtigen Schöpfer sind, der höher ist, ihm untergeordnet. Das ist so die natürliche Ordnung, die Gott eigentlich in die Welt hineingelegt hat. Gott ist der Höchste. Der Mensch ordnet sich ihm unter und er bewahrt und pflegt die Schöpfung. Das ist so die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Interessanterweise hat Gott dem Menschen aber die Möglichkeit gegeben, diese Ordnung zu verlassen. Und wenn wir diese ersten Kapitel in der Bibel lesen, lesen wir, wie das tatsächlich passiert ist. Wie der Mensch diese Ordnung verlassen hat, und zwar wie er sich selber eigentlich an die Stelle von Gott gestellt hat. Er wollte sein wie Gott, er wollte erkennen wie Gott, er wollte wahr, gut und schlecht selber erkennen und hat Gott degradiert. Gott hat zugelassen, dass der Mensch diese Ordnung verlassen kann. Und in dem Moment ist die ganze Ordnung durcheinander geraten. Nicht nur zwischen dem Menschen und Gott, sondern auch zwischen Menschen und der Schöpfung. Zwischen all diesen Dingen ist ein Durcheinander hineingekommen, ein Chaos hineingekommen, zerstörerische Kraft ist hineingekommen, eigentlich das Böse ist hineingekommen. Und wenn wir jetzt in der Bibel lesen, dann wird uns eigentlich genau das erklärt, dass wir alle bis heute unter dieser Zerstörung und in diesem Chaos leiden, irgendwie ein Teil davon sind, dass das in der Welt am Gang ist. Paulus schreibt in Römer 5,12: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also mit anderen Worten, das, was damals passiert ist, hat Auswirkungen auf die ganze Schöpfung, auf alle Menschen. Irgendwie ist es am Wirken und wie vorher gesagt, würden die meisten Menschen wohl zustimmen, ja, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und so erklärt die Bibel, wie es gekommen ist. Also diese moderne Ansicht, die manche haben, ja, Sünde ist irgendwie ein psychologisches Phänomen oder irgendwie ein soziales Konstrukt oder so. Die Bibel hat ein anderes Bild, das sie zeichnet. Sie zeichnet ein Bild, dass die Sünde etwas ist, eine Macht, eine überindividuelle Macht, die in der Welt am Wirken ist und der sich keiner entziehen kann. Kein Mensch bis heute entziehen kann. Johannes, dieser Apostel, schreibt sogar, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Irgendwie stimmt etwas nicht mit dieser Welt und wir sind ein Teil von dieser Welt. Und es ist weise, wenn wir nicht so tun, als hätten wir nichts damit zu tun.
Das könnten wir ja aber sagen. Oder nehmen wir an, in der folgenden Woche sprichst du mit jemandem über dieses Thema. Könnt ihr sagen, ja gut, ich stimme zu, ja, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Irgendetwas ist aus den Fugen geraten. Aber da kann ich doch nichts dafür. Ich lebe mein Leben gut, ich mache die Dinge gut, ich versuche freundlich zu sein und meine Arbeit zu machen und nett zu meiner Familie und so weiter. Was hat das denn mit mir zu tun? Auch hier nähern wir uns an, mal einfach ganz von einer vielleicht fast philosophischen Seite. Was hat das mit uns Menschen heute zu tun? Wie könnte man das verstehen? Ernest Becker war ein amerikanischer Sozialanthropologe, Denker, Schriftsteller, hat den Pulitzerpreis gewonnen. Es ist so in der Schriftstellerei wie der Nobelpreis, wie der Nobelpreis in der Wissenschaft oder irgendwie der Oscar in der Filmerei. Und er schreibt darüber, dass jeder Mensch so in sich ein Bedürfnis, schon bei Kindern kann man das beobachten, ein Bedürfnis haben nach Selbstachtung, dass ich irgendwie geachtet bin, dass ich selbst jemand bin. Er schreibt dann auch oder beschreibt es so, dass jeder Mensch die Sehnsucht nach Bedeutung hat. Man will etwas sein, man will nicht einfach eine Null sein, irgendwie vernachlässigt werden, nicht beachtet oder so, sondern man will eine Bedeutung haben. Und ich weiß nicht, wie du das bei dir selber einschätzen würdest. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, nein, mir ist eigentlich egal, wenn ich absolut bedeutungslos und nichts bin. Aber die meisten würden wahrscheinlich zustimmen, doch. Ich will auch eine Bedeutung haben, ich will auch etwas sein, ich will nicht einfach eine Null sein, nichts sein. Und jetzt könnten wir sagen, jeder Mensch sucht sich doch etwas, hat eine Neigung, eine Prägung, irgendetwas, wozu er neigt, dass ihm diese Bedeutung gibt, diese Achtung, dass er etwas ist, dass wir etwas sind. Und wir neigen dazu, das zu unserem höchsten Ding zu erklären, weil uns genau das diese Achtung gibt, die wir haben. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Es gibt Menschen, die haben so diese Liebesbeziehung, romantische Liebe, das ist für sie das Höchste, das Wichtigste, dass diese Achtung gibt, ich bin etwas deshalb. Es gibt Menschen, für die ist das der Sport oder Erfolg in der Karriere, kann es sein, Selbstdisziplin, ich schaffe alles oder Macht ausüben, deshalb bin ich jemand, weil ich Macht habe über andere. Es gibt so ganz verschiedene Dinge. Und meine Behauptung ist, dass jeder Mensch dazu neigt, so gewisse Dinge, vielleicht etwas oder 2, 3 Sachen, für sich als wichtig zu erachten, sich darum zu drehen im Leben, das in den Mittelpunkt zu stellen, weil es mir selbst diese Bedeutung gibt, diese Selbstachtung gibt. Ich würde also sagen, Sünde kann sein, aber muss gar nicht sein, böse Dinge zu tun, sondern Sünde kann gerade so gut sein, gute Dinge zu tun und diese guten Dinge zum Höchsten zu erklären, sich zum Wichtigsten zu machen, quasi zu seinem Gott zu machen. Und wenn wir in der Bibel lesen, ist das eigentlich genau das, was die Bibel auch beschreibt, oder? Wenn wir die Gebote lesen, das erste Gebot ist, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Also nicht andere höchste Dinge, sondern Gott soll das Höchste sein. Und wenn Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste von allen Geboten? Du sollst den Herrn lieben, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Das wäre eigentlich, oder? Das wäre eigentlich, dass Gott der Höchste ist, dass er unser Höchster ist, diese ursprüngliche Ordnung. Aber jetzt neigen wir Menschen dazu, andere Dinge an diese höchste Stelle zu setzen, um uns diese Selbstachtung, diesen Wert zu geben. Søren Kierkegaard, dieser bekannte und ja, sehr tiefgründige dänische Philosoph und Theologe und Schriftsteller, er formuliert es so: Der Mensch ist erschaffen, nicht nur an die Existenz Gottes zu glauben, sondern ihn über alles zu lieben, sein ganzes Leben an ihm auszurichten, seine ganze Identität in ihm zu gründen. Alles andere ist Sünde. Man könnte also sagen, diese verkehrte Ordnung oder dieses Chaos, das eigentlich am Anfang der Schöpfung in die Welt hineingekommen ist, dass das bei uns heute in unserer Gesellschaft weitergeht. Andere Dinge stellen wir zu oberst hin und Gott ist irgendwo unten degradiert. Luther definiert Sünde als Verkehrung des Vertrauens. Ich vertraue nicht mehr Gott, ich vertraue anderen Dingen, die für mich zum Höchsten werden. Dieser Søren Kierkegaard hat ein paar Dinge formuliert,
die man wie so einen Selbsttest durchschauen kann. Und wir werden ein bisschen interaktiv heute. Ihr müsst ein bisschen mitdenken. Ihr bekommt jetzt so einen blauen Zettel. Es hat auch in allen Reihen hat es so ein paar Schreiber verteilt. Nicht ganz für jeden einen. Man muss ein bisschen abwechseln. Auch im Livestream, wenn man im Kommentar unten schaut, dort kann man ein Handout herunterladen. Und in diesem Handout ist auch dieser Zettel verlinkt. Also da kann man auch, könnt ihr gleich direkt jetzt diesen Zettel suchen, Handout herunterladen und dort auf den Link klicken zu diesem blauen Blättchen. Und da hat es jetzt ein paar von diesen Dingen drauf, wo wir heutige moderne Menschen dazu neigen, an höchste Stelle zu setzen. Ich will euch ermutigen, da einmal mitzudenken. Ihr schaut schon fleißig drauf. Es hat hier Zahlen von 1 bis 10. Ihr könnt schon gleich am Anfang auch mal ganz zu unterst schauen. Es gibt auch ein ganz leeres Feld. Vielleicht hat jemand hier den Eindruck, ich weiß eigentlich genau, wozu ich neige, was mir schnell zum Wichtigsten will, worum ich mich drehe im Leben. Kann man es auch einfach selber gerade direkt hinschreiben. Es können ja ganz verschiedene Dinge sein. Ich möchte euch aber jetzt mal einladen, euch selbst wie ein bisschen zu testen oder herauszufordern und zu überlegen. Der erste Punkt, der hier steht. Es gibt Menschen, die neigen dazu, sich diese Achtung zu geben über die Partnerschaft, über die Freundschaft, über den Ehepartner. Ich bin jemanden, weil ich jemanden habe im Leben. Man kann das schnell herausfinden, ob man dazu neigt, wenn man merkt, ich bin emotional abhängig von meinem Partner. Ich werde schnell eifersüchtig, ich bin auch kontrollsüchtig. Ich muss das im Griff haben. Die Probleme des Partners können für mich selber übergroß werden. Überlegt das mal, wenn ihr eine 1 ankreuzt, sagt ihr, nein, dazu neige ich überhaupt nicht. Aber vielleicht merkt ihr auch, doch, das ist etwas, wo ich dazu neige, dass es für mich sehr wichtig ist im Leben, dass ich mir meinen Wert durch die Beziehung gebe. Dann im Extremfall wäre es 10. Also überlegt mal, wo würdet ihr das vielleicht einordnen bei euch? Neigt ihr fest dazu, das zum Mittelpunkt zu machen? Ist es vielleicht sogar der Mittelpunkt oder nicht? Das Zweite, es gibt Menschen, die neigen dazu, sich ihren Wert, ihre Identität durch die Familie zu geben. Ich bin jemanden, weil ich Kinder habe, die gut herauskommen. Ich schaue für sie, mein Leben ist bestimmt durch sie. Alles, was ich mache, muss dazu dienen, dass sie dann einmal an diesem Punkt herauskommen, meistens den ich will. Es kann sein, dass die Kinder quasi erfolgreich in der Schule sein müssen, weil ich nicht erfolgreich war oder meine Erfolge feiern müssen, in den Hobbys, im Sport zum Beispiel, noch besser werden müssen. Die eigenen Kinder könnten abhängig gemacht werden, beeinflusst werden, manipuliert werden. Das wären so Hinweise darauf, dass das für mich wie das Höchste sein könnte. Also kreuz auch hier an, 1 oder 10. Für einige Leute ist das die Arbeit oder die Karriere. Wenn sie sich vorstellen, dass sie diese Karriere verlieren würden, geht alles verloren. Und sie setzen sich ein mit allem, was sie haben, um besser zu werden, vorwärts zu kommen, mehr Einfluss zu gewinnen. Und sie arbeiten lieber länger am Feierabend, weil der Wert, den man sich gibt, es dreht sich im Leben dann um die Arbeit, um die Karriere. Ich bin jemand, weil ich im Job jemand bin. Oder das wäre so die Ansicht. Für andere Menschen kann das Geld und Besitz sein. Zeichen dafür könnten sein, wenn man jeden Rappen umdreht, wenn man schnell Geldsorgen hat, wenn man neidisch ist, wenn man immer mehr haben muss, wenn man fragwürdige Dinge tut, vielleicht ethisch fragwürdige Dinge, um noch mehr zu besitzen. Ihr könnt auch dort ein Kreuz machen. 1, nein, das ist gar nicht für mich irgendwie der Mittelpunkt. Oder 10, ja, voll. Vergnügungen, Lustbefriedigung, Bequemlichkeit. Es gibt Leute, die sagen, das ist das Wichtigste. Mein Leben ist bestimmt, je mehr Vergnügen, je mehr Freizeit, je mehr bessere Ferien ich habe, je mehr ich reisen kann, das gibt mir Wert. Ich bin jemand, wenn ich unterwegs sein kann. Die Flucht aus dem schweren Alltag, es wird fast zur Sucht. Man arbeitet nur, um möglichst schnell wieder weg zu sein, genug Geld zu haben, um sich das zu gönnen, was man eigentlich will. Es könnten so Hinweise sein, dass dort
so ein Götze verborgen sein könnte. Beziehung, Anerkennung. Ich definiere meinen Wert, was andere über mich denken. Ich mache alles dafür, gut dazustehen vor anderen. Ich verbeuge mich, ich kann gar nicht ehrlich sein. Ich gebe mir Mühe, allen irgendwie gerecht zu werden. Eine gute Sache. Können wir uns einfach vorstellen, es gibt Menschen, die haben ein politisches Anliegen, das sie so krass verfolgen, das gibt ihnen ihren Wert und Identität, sie leben dafür. Oder vielleicht sogar eine politische Partei könnte sein. Aber es gibt auch andere gute Sachen, die man sich so wie über das Höchste schreiben kann. Ethische Anliegen zum Beispiel. Man setzt sich ein für irgendjemanden in der Gesellschaft. Oder es könnten auch fromme Themen sein. Vielleicht gilt das auch für einige für uns. Vielleicht gibt es so Steckenpferde, irgendetwas aus der frommen Welt, das für dich das Wichtigste wird. Und du setzt dich so dafür ein und eigentlich müssen sich alle so einsetzen. Alle, die es nicht tun, sind die Bösen. Oder das wäre so eine starke Neigung dann. Wenn du so denkst oder dich vielleicht ertappst in so einem Gedanken, könnten ganz fromme Dinge sein. Dann wäre das 10. Auch diese Dinge können uns zum Höchsten oder zum Götzen werden. Religion, Moral, das können religiöse Menschen sein oder auch ganz unreligiöse Menschen. Aber Leute, die denken, ja, ich habe es im Griff, ich schaffe es, ich mache das alles gut, ich bringe das Leben auf die Reihe und schau mal, all die anderen, die es nicht schaffen, die müssen das mal machen wie ich, die Verantwortung übernehmen, das Leben in die Hand nehmen. Kann man schnell selbstgerecht werden, vielleicht sogar ein erbarmungsloser Pharisäer. Also das sind ein paar Dinge. Vielleicht habt ihr ein paar Kreuze gemacht, vielleicht habt ihr etwas, wo ihr merkt, doch, das spricht euch an. Das ist etwas, was bei euch vielleicht eher höher bewertet ist. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist etwas, wo ich in Gefahr stehe. Vielleicht sind auch Leute, die sagen, stimmt, eigentlich merke ich sogar, dass das Höchste ist in meinem Leben. Dass hier irgendwie die Ordnung, ja, von dem beziehe ich meinen Wert. Das ist mein Motor, an dem mache ich mich fix. Das ist die Achse in meinem Leben, um die herum ich drehe. Das ist eigentlich die Auslegung vom Bibeltext, den wir jetzt lesen. Weil genau das ist das, was Paulus im Römer 1 beschreibt. Wir nehmen irdische Dinge, die wir an die höchste Stelle setzen, machen uns von diesen abhängig. Das ist eigentlich der Kern von Sünde oder der Kern davon, wieso auch diese Welt aus den Fugen geraten ist. Wir lesen zusammen Römer 1 ab Vers 20. Denn sein, also Gottes, unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Also bis heute kann man die Natur, die Schöpfung anschauen und eigentlich jeder Mensch könnte darauf kommen, dass es etwas Höheres gibt, dem Anbetung, dem Lob, dem Ehre gebührt. Damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen. Also genau diese Bewegung wird hier geschrieben. Statt Gott zum Höchsten zu erklären, hat man Nichtiges, damit ist Irdisches gemeint. Irdische Dinge, die aber vergänglich sind. Nehmen wir Menschen irdische Dinge, machen das zu unserem Höchsten und machen uns an diesen Dingen fest. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Das ist das Interessante, oder? Ich denke, wir haben alle so unsere Dinge, die uns mega wichtig sind und die für uns, wo wir vielleicht in Gefahr stehen, dies zu dem Wichtigsten zu machen sogar. Und oft denken wir sogar noch, das ist besonders weise, das ist besonders klug. Also logisch muss man sich dafür einsetzen. Also ist doch völlig klar, dass die Familie das Wichtigste ist. Wieso haben das nicht alle verstanden? Ist doch völlig klar, das ist mein Ehepartner und so weiter, oder? Wir denken noch, das ist besonders weise, besonders klug, besonders modern, besonders zeitgemäß. Dafür muss man sich heute einsetzen. Dann schreibt er weiter. Und wir haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also irdische Dinge sind zu unseren Anbetungsobjekten geworden. Finde ich auch recht krass, wenn man sich das so überlegt.
Vers 24, darum hat Gott sie, die Menschen, uns Menschen, dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also recht krass spricht hier Paulus und sagt, diese Verdrehung führt dazu, dass Vergängliches angebetet wird statt dem Schöpfer, und das hat krasse Folgen. Das hat krasse Folgen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wenn wir hier weiter beobachten, auf welchen Ebenen das alles Folgen hat, auf welchen Ebenen diese Sünde, diese Verkehrung, dieses Chaos Auswirkungen hat, dann merken wir, es sind eigentlich alle wichtigen Ebenen. Das erste ist die ganz persönliche Ebene. Wir können auch wieder logisch darüber nachdenken, vielleicht wenn wir mit Leuten sprechen, die nicht gläubig sind oder so. Ja, was hat das für Auswirkungen, wenn wir uns an irdischen Dingen festmachen? Das hat persönlich recht krasse Auswirkungen, weil alle irdischen Dinge sind vergänglich. Was ist, wenn der Schatz, den ich liebe, plötzlich weggeht? Wenn die Kinder ein bisschen anders herauskommen, als ich mir es gewünscht hätte? Was ist, wenn ich das Leben plötzlich nicht mehr im Griff habe, wenn ich die Macht verliere, die Karriere einen anderen Lauf nimmt, völlig unverschuldet, kann ich nichts dafür? Also das hat ja krasse Auswirkungen. Die ganze Identität ist bedroht, oder? Es ist extrem instabil. Oder auf der anderen Seite könnten wir sagen, wir Menschen neigen dazu, dann alles zu machen, um irgendwie dieses Wichtige für uns aufrechtzuerhalten. Wenn das bedroht ist, kriegen wir Angst oder machen irgendetwas, dass das Drohende wieder weggeht. Eigentlich ist es genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wir sind dann so versklavt diesen Dingen. Wir müssen das aufrechterhalten, sonst sind wir ja niemand mehr. Sonst haben wir unsere Bedeutung verloren. Wir sind Sklaven der Sünde. Es ist eine Macht, die wie herrscht über uns, obwohl wir eigentlich denken, sie sollte uns ja frei machen. Wenn wir weiterlesen, merken wir, was es für weitere persönliche Folgen hat. In Römer 6, Vers 23 steht ganz kurz und knapp beschrieben, was das Ziel ist oder wo das hinführt, der Lohn oder der Sold, oder man könnte sagen, die Folge. Die logische Folge von der Sünde ist der Tod. Also mit anderen Worten, egal an was wir festhalten im Leben, ist unausweichlich, wir werden dieses irdische sterben. Manchmal früher, manchmal später, plötzlich oder im hohen Alter. Aber keinem kann diesem Sterben, diesem Tod ausweichen. Aber es ist auch ein anderer Tod gemeint. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, von diesem zweiten Tod, von diesem Getrenntsein von Gott. Nicht mehr an ihn gebunden sein, der der Höchste ist, sondern auf ewig getrennt sein von ihm. Eine Art zweiter Tod, der beschrieben wird. Und es ist auch eine dritte Art von Tod. All das Zerstörerische in der heutigen Welt ist auch eine Folge von dieser Sünde. Alles, was auf den Tod hinzielt, Krankheiten und so weiter, ist eine Folge von dieser Sünde. Das ist alles, was das Leben zerstört eigentlich. Also es gibt eigentlich ganz viele persönliche, krasse Folgen. Es gibt aber auch krasse gesellschaftliche Folgen. Also nicht nur für mich, sondern auch fürs Miteinander, fürs Zusammenleben. Wir können das auch logisch überlegen. Wir können denken, ja gut, hast du irgendein politisches Anliegen zu deiner wichtigsten Sache gemacht. Vielleicht ist es sogar eine gute Sache. Aber am Ende machst du das ja gar nicht für die anderen Menschen, sondern für dich. Damit ich jemand bin, damit ich etwas gelte, damit ich Achtung habe, damit ich das Gefühl habe, doch, das Leben lohnt sich, ich bin nicht für nichts da. Das ist eigentlich höchst egoistisch und kann ja dazu führen, dass ich dann auch so handle, dass es nicht mehr um Menschen oder so geht, sondern um meinen Status, um das aufrechtzuerhalten, was ich sein will, meine Position zu festigen, was auch immer. Ich würde sogar sagen, wenn wir überlegen, das ganze Thema mit Rassismus, mit Klassenhass oder Sexismus oder Gewalt, das ist nicht irgendwie eine Folge von schlechter Bildung oder von Intoleranz, sondern eine Folge von unseren Götzen, die wir haben. Wenn wir jetzt weiterlesen, die Stelle, wo wir vorher unterwegs waren, wo Paulus beschreibt, wie wir andere Dinge zu unserem Höchsten machen statt Gott, dann beschreibt er in den Versen 26 bis 28 ausführlich, wie die irdische
wie die Sexualität außerhalb der göttlichen Ordnung eigentlich vieles kaputt macht. Und dann beschreibt er weiter auch ganz andere Dinge, die wir jetzt auch noch lesen. Vers 29. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit kommt dann Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit. Also Paulus sagt, wenn wir andere Dinge zu unserem Höchsten machen, ist eigentlich die logische Folge, dass solche Dinge herauskommen. Dass wir voller Neid sind, Mord. Da denken wir jetzt, ja gut, so schlimm ist es in dem Fall nicht. Ich glaube, ja, hoffe nicht, dass ein Mörder hier sitzt. Ne? Aber dann Streit. Okay, Streit. Also Streit ist ein Zeichen dafür, dass vielleicht etwas in dieser Ordnung bei uns nicht stimmt. List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, also Tratschen, über andere reden, dann Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler. Wer gerne prahlt, ist ein Zeichen dafür, dass etwas mit dieser Ordnung nicht stimmt. Ein bisschen zu hoch von sich denkt. Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame. Könnte ein Zeichen sein, dass etwas in dieser Ordnung nicht stimmt. Unverständige, Treulose, wer nicht treu sein kann, könnte ein Zeichen sein, dass etwas in dieser Ordnung nicht stimmt. Ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Man findet es sogar noch gut. Mit anderen Worten, Sünde ist nicht nur eine persönliche Bedrohung, sondern sie macht auch gesellschaftlich unglaublich viel kaputt. Sünde ist nicht nur einfach eine einzelne Tat, sondern sie zeigt eigentlich unsere Verstrickung, dass wir mit dieser Macht des Bösen verstrickt sind. Vielleicht als kleines Bild nehmen wir an, es gäbe ein Gift, ein einziger Tropfen genügt und man ist tot. Manchmal denken wir, ja, ich mache hier nur eine kleine Sünde, so ist nicht so schlimm. Vielleicht so wie ein Tropfen, hat Tod zur Folge. Vielleicht denkt ihr, andere sind viel schlimmer, die trinken ein ganzes Glas davon. Ist man dann Töter? Und da gibt es noch die ganz Schlimmen, die einen Liter herunterkippen. Das ist am tötesten, oder? Irgendwie sind wir verstrickt damit. Und um den Bogen zu schließen, wir haben auch davon geredet, ganz am Anfang, dass es auch die Natur aus der Ordnung, die Schöpfung aus dieser Ordnung herausgebracht hat. Also die Menschen sind irgendwie so eine tragende Wand in dieser Schöpfung. Wenn die herausbricht, kommt irgendwie alles durcheinander. Und so beschreibt es auch dieser Paulus im Römerbrief, im Römer 8, Vers 20. Dort lesen wir, dass die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig. Die Schöpfung hat das nicht selber gewählt, sondern durch den sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also die Hoffnung ist nicht verloren. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Also wenn wir in die Welt schauen, voller Krankheiten, genetischer Fehler, Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter, was alles passiert, ist auch eine Folge von dieser Sünde, die irgendwie in die Welt hineingekommen ist, die eine Macht ist, die irgendwie da ist, uns versklaven will und der wir irgendwie folgen, auch wenn wir es nicht wollen. Und trotzdem ist sie da. Jetzt reden wir, oder die Frage heute ist, wieso braucht es das Kreuz überhaupt? Das Ziel war ein bisschen aufzuzeigen, wie wir da mit hineingenommen sind, einfach, dass wir eigentlich ein Problem haben. Das Problem von der Bibel her heißt Sünde. Oder man könnte auch philosophisch argumentieren, das Problem heißt, wir sind versklavt an diese Dinge, die wir zu unserem höchsten Ding machen, statt Gott. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, oder vielleicht auch mein Action-Step für uns heute, wir haben diese blaue Zettel, vielleicht habt ihr das ausgefüllt, vielleicht nehmt ihr es mit und schaut es nochmals an, vielleicht überlegt ihr für euch selbst. Aber Paulus schreibt in Römer 3, Vers 9, was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht.
Denn wir haben sowohl Juden, also die Frommen könnte man sagen, als auch Griechen, die Heiden, alle anderen. Vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, es steht ja schon lange in der Bibel. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Deshalb ist heute die Ermutigung, ganz ehrlich zu sein. Ich habe in einem Buch gelesen, wo ein Theologe schreibt, eigentlich ist es gut, wenn wir Sünder sind. Oder anders ausgedrückt, es ist gut, wenn wir eingestehen, dass wir auch Sünder sind. Das ist kein hoffnungsloser Zustand, sondern es ist ein Zustand, der sich ändern kann. Nicht, weil wir es schaffen, sondern weil Jesus es geschafft hat. Weil er es vollbracht hat am Kreuz. Wir können versuchen, dass uns diese irdischen Dinge, an denen wir uns festheben, aus diesem Problem erlösen. Aber ich weiß nicht, kennt jemand eine Karriere, die für euch gestorben ist? Kennt jemand, auch die Kinder machen das normalerweise nicht. Der eigene Stolz schon gar nicht. Aber Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns genau von diesem Problem zu erlösen. Und er ist, wenn wir ihn an diese Stelle stellen, an unsere höchste Stelle, er ist der Einzige, der uns diese Achtung, diese Sehnsucht, das, was unser Herz braucht, dass wir etwas sind, er ist der Einzige, der das vollständig erfüllen kann. Und zwar nicht auf Vergänglichkeit hin, sondern auf Ewigkeit hin, den Tod überdauernd. Jesus ist der einzige Herr, wenn wir uns ihm unterordnen, der Erfüllung bringt, auch wenn Dinge auf der Welt bachab gehen. Am Kreuz ist Jesus in genau diesen Riss hineingestanden. Er ist eigentlich in diesen Tod, in diesen Schlund hineingegangen, der die Folge ist von unserer Sünde. Er ist da hineingegangen, mitten hinein und hat an diesem Ort die Macht der Sünde gebrochen. Vielleicht merkst du, es gibt einen Bereich, etwas, wo du auch sagen möchtest, doch, ich will das zurückordnen, ich will das wieder kleiner machen in meinem Leben. Und ich will Jesus an diese Stelle stellen, die ihm gebührt, an diese höchste. Lasst uns zusammen beten. Jesus, wir sind hier vor dir. Wir sind vor dir, guter Gott. Und ja, ich spüre das, vielleicht spüren wir das alle irgendwo, dass wir so Dinge haben, die uns wichtiger werden können als du, die wir an unsere höchste Stelle setzen, wo wir so diese Neigung haben oder wo wir uns Wert geben dadurch. Dein Geist ist der Geist der Wahrheit und ich bitte dich, Heiliger Geist, zeige du uns, wo wir solche Dinge haben im Leben. Vielleicht sind sie uns schon aufgegangen und sonst sprich jetzt zu unseren Herzen und zeig uns, was uns zu wichtig geworden ist, was wir zu fest in den Mittelpunkt gestellt haben, was wir zu unserem Motor gemacht haben, zu unserer Achse, um die wir drehen. Und du lädst uns ein, Jesus, dass wir das zu dir ans Kreuz bringen, dass wir es dort ablegen, dass wir dich um Vergebung bitten und du willst vergeben, dass diese Vergebung gewirkt und dass wir dich zum Höchsten machen, wieder zum Höchsten, dass wir vielleicht wieder zurückkehren zu dieser Ordnung oder zum ersten Mal in diese Ordnung hineinkommen, zu dich, Gott, dich, Jesus, zum Höchsten zu machen. Du bist der Schöpfer von allem, du bist der Allmächtige, du hast alles in der Hand, du bist der Anfang, das Ende. Wir leben auf dich hin und du sollst unser Höchstes sein in jedem Moment. Amen.